Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit The Longing. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Jeden Tag was Neues. Also, hoffe ich zumindest mal. Also, wie ihr hier seht, hoffentlich stehen unsere Pilze noch. Die sind sehr wichtig. Und wir versuchen uns der Dunkelheit zu stellen, sozusagen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Also ich weiß, dass ich die Augen schließen kann. Ich weiß aber nicht, wann das geht. Das ist ein bisschen problematisch, weil ich habe... Guck mal, das werden immer mehr hier. Jetzt geht's aber rund. Ich nehme mal keinen Pilz mit, ne? Also ein Leuchtepilz. Zumal wir hier auch nur noch sehr wenige haben, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen... Okay, also. Klettern, jawohl. Klettern Sie bitte hoch. Dann gucken wir, was wir machen. Ich hoffe halt, dass wenn wir das nächste Mal, also wenn wir die anderen Augen, die Dunkelheit oder wie auch immer sie heißt, sehen, dass man dann... Also ich hatte ja einen Pilz im Mund. Ne? Und dann konnte ich ja nur essen. Ich hoffe, dass wenn ich dann das nicht isst, dass ich da dann angezeigt kriege, dass ich die Augen schließen kann oder so. So, ich lasse ihn mal ein bisschen alleine laufen. Obwohl, nee, ich lasse ihn besser nicht alleine laufen. Ich tue hier wieder schön. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich ja gar keinen Platz... was laber ich? Dass ich ja gar keinen... Dass ich ja gar keinen Pilz habe und dann gar nicht sehe, wo es hier hochgeht. Oder kann ich das da neben... Was ist denn hier los? Oh! Einen Moment. Ihr seid live dabei, wenn ich kurz Pause drücke. So, da bin ich wieder. Tut mir leid, kurze Unterbrechung. OBS hat mir gerade angezeigt, obala, dass ich nur noch 2,5 GB freien Platz habe. Das reicht nicht für diese Folge hier aufzunehmen. Das ist schlecht. Was macht man, wenn man keinen Platz hat? Man leert den Mülleimer aus. Und schon habe ich hier wieder knapp 150 GB. Und wenn ich die gedoppelten Videos irgendwann auch mal jetzt in den Mülleimer schmeißen würde und den auch wieder löschen würde, dann hätte ich sogar, keine Ahnung, 300 oder 400 Gigabyte sowas. Ja, in diesen teuren Zeiten muss man gucken, wo man bleibt mit seinem Speicherplatz. Da muss man auch mit haushalten. Nee, ich habe einfach zu viel Spiele installiert. Normalerweise schmeiße ich Spiele, wenn ich sie halt nicht mehr spiele, runter, weil... sind schnell runtergeladen, wenn du es wieder haben willst. Die müssen da nicht ewig Festplattenplatz blockieren. So, also. Wir gehen weiter, wir jucken uns die Nase. Auch nicht schlecht. Also, wo war ich? Ja, ich hatte ja den Pilz im Mund. Den Leuchtepilz. Also eigentlich hatte ich ihn in der Hand. So, und ich hätte den Pilz essen können. Und als dann die Augen aufgetaucht sind, stand ja oben nur Pilz essen. Es ist doch möglich, denke ich mir, dass da dann gestanden hätte, Augen schließen. Was aber nicht geht, weil man kann nur eine Sache, einen Prompt angezeigt kriegen. Und das wäre halt in dem Fall gewesen, Pilz essen. Hätte ich mal den essen sollen vielleicht? Aber stattdessen, freundlich wie ich bin, habe ich ihn natürlich den anderen Augen da angeboten, der hat aber keinen Hunger. Und hat mich geschubst bis nach Hause. Kann ja wohl nicht sein hier. Also ich hoffe halt, also soweit ich das sehe, sind die Augen nicht auf mich zugerannt oder so. Die standen da still und haben mich angeguckt, so. Also könnte ich mir vorstellen, wenn man die Augen schließen kann, dass man dann an ihm vorbei kribbeln kann. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Werden wir dann schon sehen. So, jetzt wird es gleich wieder laut. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Also mein Plan ist es jetzt, also ganz ohne Licht sehe ich ja auch nicht, wo wir hingehen können. Also wo wir hochgehen können. Und deshalb ist mein Plan, ich gehe ganz nach rechts an die Klippe. So.
Dann drehe ich mich, wenn ich da angekommen bin, wieder rum und gehe nach oben links. Also ich kann ja mit der Maus hier oder hier, ich habe ja jetzt gerade mit der Rechtstaste, die ich gedrückt halte, da kann ich ja auch die oben, also rechts und oben gedrückt halten. Und dann müsste ich rein theoretisch automatisch hochgehen, denke ich, oder? Bin mir aber auch nicht sicher, ne? Das ist eine gute Frage hier. So, es ist schon wieder duster. Seid froh, dass meine Glatze heute so schön glänzt. Sonst würdet ihr nämlich gar nichts sehen. So, jetzt ist die Frage, kommen diese Augen immer? Oder nur manchmal? Das ist auch so eine Sache, ne? Weiß man nicht. So. Okay. Dunkel ist es. Ich werde müde. Hätte ich doch nur ein Baguette oder ein Flüt. Ja, keine Ahnung, was reimt sich denn auf müd? Ingrüd. Keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Nix reimt sich auf müd. Alles, was sich reimt, ist kapüt. Das geht einfach nicht. So. Also, jetzt abgesehen davon, dass es wieder so irre laut wird gleich. So. Wo sind denn die Augen? Ah, guck mal. Ich sehe da einen Weg. Ich glaube, wir haben es schon an die Klippe geschafft. Kann das sein? Also, ich meine, wenn ich hier einen Weg sehe, dann haben wir es doch definitiv schon an... Ja, klar. Okay. Ja, ich meine, ich brauche die Dunkelheit nicht. Moment. War die Dunkelheit nicht erst... Okay. So. Also hier, Klippe, haben wir schon gesehen. Ich gehe jetzt nach links oben. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass das auch so funktioniert. Okay. Ich hätte mir den Pilz mitnehmen sollen. Jetzt, wir probieren. Moment. So. Also. Gehen wir schon nach oben? Wir gehen schon nach oben, oder? Da unten, oder? Das ist schwer zu sagen, ne? Werden wir dann schon sehen. Ich gehe einfach weiter nach rechts oben. Also wir hätten uns den Pilz mitnehmen sollen, damit wir die Treppe finden. Und wenn wir auf der Treppe sind, dann den Pilz essen. Das wäre natürlich möglich gewesen. Aber so schlau bin ich nicht. Bin ich immer erst hinterher. So. Auch hier wieder, ich habe keine Ahnung, ob ich gerade richtig gehe. Das seht ihr, wenn das Licht angeht. Notfalls laufen wir halt einfach wieder ganz nach links und dann schnappe ich mir einen Pilz und gehe hoch. Stimmt, ich habe ja ganz vergessen, dass die Augen... Oh, guck mal. Die Kamera... Nee, oder? Ah, haha. Okay. Okay, also, ja. Der guckt ja dahin. So, jetzt pass auf. Mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Lass dich nicht ablenken von mir. Kann ich irgendwie mich anklicken? Nee. Gefährlich. Okay, ich kann gerade nichts machen. Das ist schlecht. Wie mache ich die Augen zu? Oder muss ich mich an die Okay, das kann natürlich auch sein. Dass ich mich an die Klippe setzen muss. Also ich habe ja an der Klippe gesessen, irgendwie 10 Minuten hingesetzt oder keine Ahnung, Viertelstunde, ich weiß es nicht mehr. Habe ich da rumgesessen und habe halt nicht gespielt. Ich bin halt rumgegangen, habe mir was zu trinken geholt, habe ein bisschen was gefuttert, habe mir ein belegtes Brot geschmiert und sowas. Und dann irgendwann bin ich halt reingekommen und dann steht da halt Text. Und dann habe ich ja wieder gleich aufgenommen. Also, okay, 2 Möglichkeiten. Ich habe mir schon wieder einen Monitor gespuckt. Also dieses Spiel verleitet mich zu der vermehrten Speichelproduktion, habe ich das Gefühl. Also, oh, das macht ja nichts. Ich habe ja noch meine guten Putztücher hier. So, also. So, schlucken. Meine Idee ist folgende. Entweder ich muss mich an die Klippe setzen, ganz lange, oder halt 10, 15 Minuten, und dort warten, bis wieder diese Nachfrage da kommt und
so und dann halt sagen, ich will die Augen zumachen und wenn ich die dann zu habe, hoffe, dass ich mit dunklen Augen, geschlossenen Augen laufen kann, ja. Das ist so meine Idee. An die Klippe laufen, Viertelstunde hinsetzen, so. Oder aber das Stein... Okay, hat sich erledigt. Das Steingesicht hat nämlich gesagt... Okay, das Steingesicht hat nämlich gesagt, um zur Dunkelheit zu werden, muss man... also um die Dunkelheit zu bezwingen, musste zur Dunkelheit werden. Und dafür musste irgendwie an einem stillen Ort meditieren. So, ich drücke jetzt nach rechts. Ihr seht, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, okay? Alles klar. Okay, er grinst schon mal nicht. Er grinst schon mal nicht. Was? Keine Ahnung. Wer? Wer bin ich? Ich bin keiner. Ich bin niemand. Niemand hat einen Blumentopf auf den Kopf mir geworfen. Keiner hat's gesehen. Was ein alter Kindergartenwitz. So. Okay, das hat erstaunlich gut funktioniert und die laute Musik ist auch weg. Oh, was ist das? Ich glaube, wir gehen wieder nach oben. Kann das sein? Okay, wir gehen zumindest mal irgendwo hin. So, okay, wir haben also quasi die Lösung des Rätsels ist, also wenn du eine Viertelstunde an die Klippe setzen oder irgendwo in die Dunkelheit setzen, ich habe es jetzt halt an der Klippe gemacht, da hat es funktioniert, nichts machen und dann halt sagen, dass du quasi zumindest mal raus willst, grundsätzlich, und dann lernst du die Augen zu schließen. So. Und um die Augen zu schließen, musst du einfach nur eine Minute oder so stillstehen. Wahrscheinlich im Dunkeln, vielleicht auch im Hellen, keine Ahnung, ob das auch im Hellen funktioniert. So. Ich habe da eine andere Frage. Wie lange muss ich denn jetzt halt laufen? Ich habe nämlich keinen Bock hier so ewig zu laufen. Komm mal her. Ich sehe zwar nicht, wo ich hingehe, aber es fühlt sich richtig an. So, guck mal hier. Ja, ich habe einfach einen Tastenbeschwerer, im Fachjargon auch Ladeadapter genannt, auf die Taste links gestellt. Ich hoffe jetzt halt auch, dass es... Ich weiß... Wie lange muss ich denn nach links laufen? Jetzt mal so eine ganz dumme Frage, ne? Ich habe halt Angst. Also das automatisch laufen, das funktioniert ja eh nicht. Also denke ich mal. Also so, das, weißt du, das mit der Maus da. Oder halt doppelklickst und dann läuft er da hin und wenn du da in dem Bereich, wo jetzt der Zeiger ist, hinklickst, dann ist er immer so lange nach links gelaufen, bis es nicht mehr ging. Geht irgendwie in der Dunkelheit nicht oder so, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Es dauert eine ganze Weile, ja, dauert's. Solange wir noch watscheln, ist alles okay. Wir watscheln einfach mal. Kann es natürlich sein, wenn ich jetzt das Spiel ausmache. Ne, das wäre aber eine recht kurze Folge dann. Guck mal, wir sind erst 13 Minuten drin. Wir machen mal weiter. Kann ich noch ein bisschen labern. Gibt auch hier ordentlich Anschauungsmaterial. Gucke, das ist die Dunkelheit. Die ist heidunkel und Moje ist auch noch dunkel. Außer wann zwischendurch, naja, da ist. Um es mal hellsicht zu sagen, okay? Guti. So. Was soll man jetzt? Lest mal was Neues vor von der Corey Flirtline. Okay, Wecker ist gestellt für morgen. Das ist schon mal gut. Ja, also, ja. Hm. Nee, das ist nicht das. Ja, bisschen was labern. So, meine Freundin ist ja auf den Geschmack gekommen von mir. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber lass mich doch mal erklären. Also so, wir spielen ja Hytale zusammen. Es ist ein bisschen schwierig, meine Freundin vors Mikrofon zu zerren. So, macht sie halt nicht so. Sie ist ja eher still. Wer Hytale mit uns schon mal gesehen hat, ich muss halt öfters, das kommt halt vor, wie wenn hier das Patriarchat noch durchgezogen wird,
Dass ich frage halt dauernd meine Freundin, was machst du denn gerade? Weißt du, in Hightail. Und dann gibt sie mir immer schön Antwort, ja, ich mache gerade das und das, dies und das. Ich frage das ja nicht, weil es mich interessiert, weißt du? Pff. Nee, ich frage das, weil sie sonst vor sich hin werkelt, ohne ein Wort zu verlieren. Weißt du, ich bin ja hier am Labern. Ich meine, ihr stellt es gerade fest, wir gucken auf einem schwarzen Bildschirm und ich bin hier am Labern. Ja, weil... Keine Ahnung. Es ist hier ein Let's Laber-Play. So, und dann muss man labern. Bestimme ich jetzt mal so. Und von sich aus macht sie das aber halt nicht. Deshalb muss ich halt irgendwie sie dazu kriegen, irgendetwas zu sagen. Und deshalb frage ich sie halt immer, was machst du denn gerade? So, genau. So, jedenfalls, wir zocken Hightail zusammen. Und so langsam gehen uns die Ideen aus ein bisschen. Wir... Ladi-dadi-da, ja genau. So langsam gehen uns ein bisschen die Ideen aus. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein Lanzenstechen-Turnierplatz Gedönse, Rittersport zu bauen. Also eigentlich haben wir nur Gleise und dann fahren wir so an uns vorbei in so Wägen. Weißt du, warte mal. So an uns vorbei, so. Okay. Was war das? Hast du das gehört? Hier patschen die Füße. Hier. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich mache. Ich drücke einfach nur nach... Hier gibt es eine Weggabelung. Könnte ein anderer Weg... Ich sehe nichts. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich mache. Es tut mir sehr leid. Fest steht, dass jetzt die Schritte anders werden. Die ganze Zeit hat es gepatscht. Auf Stein. Und jetzt hören sich die Schritte an, als würde er auf Sand laufen. Und jetzt bin ich an diese Stelle gegangen und einfach nach rechts gegangen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich zurücklaufe. Lass mal kurz hier mein Richtungstasten runterdrückt Device draufstellen. Hä? Ich brauche einen Pilz. Ich brauche, aber mit einem Pilz komme ich doch gar nicht vorbei. Aber es hat schon die ganze Zeit gepatscht, oder? Ah, warte mal, es wird heller. Es wird heller. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Irgendwo komme ich hin. Das ist doch schon mal gut. Und um runter zu gehen, einfach nur nach links. So. Also hier war ich definitiv noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier bin. So. Wenn wir nachher durch die Dunkelheit schlappen müssen, dann erzähle ich weiter von meiner Freundin und so. Und mir und allem. Wo bin ich hier? So, lass mal kurz das ist übrigens mein Tasten-Runterdrück-Device. So. Ist das ein Durchgang da? Was ist das, ein anderes Lebewesen? Es scheint zu schlafen. Oh, warte mal, er hat eine Spitzhacke. Ich habe doch aber selbst eine. Okay, das ist keine Tür. Oh, sorry. Weitergehen. Vielleicht war es sein größter Traum, zum Einhorn zu werden. Es hat nicht geklappt, findest du? Sieht doch aber gut aus. Das sieht schon verdammt ulkig aus. Okay, nimm mal. Eine gute Spitzhacke, nützlich, um Kristalle und Farbsteine zu ernten und um durch fragile Wände zu brechen. Jetzt habe ich 2 Spitzhacken. Okay, gut. Kann ich da irgendwie... Okay, ich gehe jetzt einfach mal... Okay, das sind Stufen. Ja, das sind also... Okay, das sind Stufen. Da gehen wir da halt natürlich hin. So.
Oh, da gehe ich natürlich nach rechts. Da muss ich natürlich gucken, ob man da nach rechts gehen kann. Die Frage ist, wenn ich da unten jetzt nach links gegangen wäre, also dieses links von euch, da unten halt, wäre ich dann woanders hingekommen? So, okay, da geht's nicht hoch, da geht's nicht rein daneben. So, gut. Dann, okay, es gibt im Moment jetzt nicht viel zu tun, außer Treppen zu laufen. So, also, wir spielen jetzt halt zusammen längere Zeit und es funktioniert. Und Freundin stellt fest, dass das ja schon recht cool ist, so mit mir zusammen zu zocken. Ich meine, das wussten wir vorher schon. Koop haben wir immer gern gezockt. Es hat auch einen Grund, warum ich nur Koop zock, weil... Moment. Geht auch nicht. Weil ich zu schlecht bin. Die zieht mich bei jedem Versus-Spiel ab. Und deshalb zocke ich nur Koop. Ganz logisch, ne? So. Und jetzt haben wir uns ein Spiel ausgesucht, was gut und lustig aussieht und genau unser Humor ist. Das Problem an dem Spiel ist, es ist in Deutschland nicht erhältlich. Gehe ich hier gerade raus? Ist das hier die Oberfläche? Aber da ist ein Turm. Geht es wirklich nur darum, dass ich nicht an die Oberfläche darf oder dass ich nicht in die Sonne darf? Weil das wäre... Komm, ich probier's aus. Mir jetzt kackegal. Dann ist das Spiel gleich rum. Ah, okay, war schön mit euch. Nee, guck. Aha. Oh. Das sind auf jeden Fall Bücher. Das ist schon mal gut. Was gibt's da oben? Ein Stein? Ein Schwert? Ein Schwert im Stein? Na, komm mal her. Geh mal da hoch. Ist das dann ein Fingerabdruck? Oh, da gibt's einen Kristall. Irgendwas ist seltsam an dieser Höhle. Ja, doch schon. Also zuallererst mal gibt es hier lauter Bücher. Die klaue ich mir natürlich jetzt. Ist ganz logisch. Ja, aufheben. Willkommen, Freund. 35 Bücher. So, komm mal her. Aufheben, aufheben. 36 Bücher. 37 Bücher. Wirklich so viel, hey? Da der Vorbesitzer dieses Buches nicht mehr viel damit anfangen wird, kann ich es ohne Bedenken an mich nehmen. 38 Bücher. Guck mal, hier noch 2, dann habe ich genau 40. Du gehörst du hierher, Buch? Ich nehme dich besser mit an einen sicheren Ort. Und hier haben wir auch noch ein 40. Buch. Wird mir dieses Buch den entscheidenden Hinweis geben, nachdem es mich verlangt? 40 Bücher. Okay, das war's, glaube ich. Kann ich hier irgendwie daneben noch raus? Nee. Dann würde ich sagen, ich gehe mal... Also das ergibt noch Sinn, ja? Aber wieso hatte der... Das sieht aus wie eine Katze oder so. Wieso hatte der eine Katze da drin? Und da sind einfach nur Knochen drin. Also das ist schon... Kann ich das irgendwie essen oder so? Ja. Oh, da oben ist ein Bett. Nee. Was ist das? Ist ein Schreibtisch. Was ist das da oben? Nicht da hoch? Ja, guck. Okay, erst mal gucken, erst mal gucken. Aufheben. Oh, ich dachte jetzt, den muss man irgendwie abbauen oder so, ne? Okay, dann gehen wir mal da hoch. Oh, da ist die Leiter kaputt. Was ist das da oben? Oh, das ist eine... Ist das eine Knochenmühle? Oder sowas? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also da komme ich definitiv nicht weiter hoch. Es gibt keinen Weg nach draußen. Wer auch immer hier wohnte, hat dafür gesorgt. Oh, da oben liegt aber ein Schlüssel. Moment. Ich gehe erstmal dahin. Okay. Ein Storch scheint dort oben sein Nest zu machen. Ich mag keine Störche. Was macht denn der da? Was ist das da? Das ist dir egal, oder was? Da sagst du nix. Ach, da oben ist ein Storch. Ach ja, so, da ist... ich sehe... Da ist ja wirklich ein Storch.
Ich sehe vor allen Dingen... Da stand eben noch Leiter benutzt. Da. Geht natürlich... Nein, nicht die. Nicht die. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich dachte, der will die jetzt da benutzen. Benutze nochmal die Leiter. Ja, ich weiß, dass die höchstwahrscheinlich nicht gehen wird. Aber vielleicht sagt er dann sowas wie, ja, da liegt Holz oder so. Geh mal da hoch. Ich sehe, dass da ein Schlüssel liegt. Geht nicht. Okay, ein Storchennest. Pass auf, ich glaube Folgendes. Wenn sich dieser Storch irgendwann in sein Nest setzt, dann wird er das Wasserrohr, Dachkandel-Dingens, Bums da, das wird ja dann wackeln, ja? Und dann fällt vielleicht der Schlüssel runter, da runter. Könnte ich mir so vorstellen. Und ihr seht auch gerade, dass es gerade rauszoomt bis zum Gehtnimmer. Wir warten jetzt ein bisschen. Okay, dann lassen wir es mal ein bisschen rauszoomen. Ich kann noch ein bisschen quatschen. So, also, Freundin und ich wollen Koop-Spiele, jetzt suchen wir. Jetzt, ah ja, guck. Jetzt lass mich doch mal quatschen hier. Ich dachte... Ah! Okay. Da ist er. Hat ja doch funktioniert. Okay, cool. So, wir nehmen jetzt den Schlüssel. Weiß nur nicht, für was wir den brauchen. Nehmen ihn mal auf. Mysteriöser Schlüssel. Was mag er öffnen? Vielleicht öffnet er die Bücherei, was ein bisschen doof wäre, weil die ist schon auf. Okay. So, Leiter benutzen. Ich muss übrigens nicht immer da oben draufklicken. Ich könnte auch einfach Rechtsklick machen mit der Maus. Habe ich aber keinen Bock drauf. So. Okay, also, wo waren wir denn? Da unten. Ja, komm her. Kleiner Schatten. So, jetzt haben wir uns ein Spiel ausgesucht. Barbarians Chronicles. Irgendwie sowas. Ist so ein Hack and Slay im wahrsten Sinne des Wortes. Also so 2D-Brawler, nennt es wie ihr wollt. Man läuft von links nach rechts und haut alles platt, was man sieht. Und das zusammen in so einem schönen Conan der Barbar. Also nicht Conan the Baba, vielleicht auch, aber nicht nur. Conan der Barbar-Setting. Und so richtig mit, wie heißt das, Sword and Sorcery-Style. Also so richtig mit... Die Frauen sind bekleidet mit einer Schnur in ihrer Poporitze. Und als Brustpanzer dienen zwei Untertellerchen, sozusagen, ne? Und die Herren sind bekleidet mit Muskeln. Mit Muskeln größer als ihr eigener Kopf. Und vielleicht einem Lendenschurz. So, und dann hackt und slasht man sich durch allerlei Getier und Gezücht. Das Spiel selbst soll noch nicht mal so wirklich... Das geht nicht so gut. Soll noch nicht mal so wirklich gut sein. Aber es sieht halt einfach so schön nach billigem Stop-Motion-Zeugs aus. Es ist einfach schön. Das Problem ist, es gibt es in Deutschland nicht. Aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz ersichtlich ist. Guck mal, da ist ein V. Siehst du das da? Ist das vielleicht, ist hier der Storch hochgelaufen? Keine Ahnung. So. Und das gibt's irgendwie in Deutschland nicht, weil du hast ja so, dass der Entwickler muss halt hingehen und muss sagen, ja, ich will das Spiel in Deutschland rausbringen und muss dann da ein Häkchen setzen. So ungefähr. Muss halt eventuell auch ein Häkchen setzen bei, ja, es soll ab 18 sein oder so. Und wenn er das nicht macht, dann wird das Spiel in Deutschland, dann kriegst du hier irgendwie so eine Seite, sorry, aber dieses Spiel ist in deiner Region nicht verfügbar. Und das liegt... Also es gab ja mal vor ein paar Jahren oder so, wo Steam das eingeführt hat und dass dann plötzlich sau viele Spiele, die ich auf der Wunschliste hatte, wo da einfach stand, sorry, nicht in deiner Region verfügbar, einfach weil die das Häkchen noch nicht gesetzt hatten. Das ist kein großes Ding, es kostet kein Geld oder so. Dauert 5 Minütchen für die Entwickler. Sie müssen es natürlich auch wollen. So. Und ja.
Eventuell will das der Entwickler, hat er noch nicht gemacht oder so. Wobei ich aber weiß, dadurch bin ich ja auf das Spiel aufmerksam geworden, durch den Podcast, okay, cool. Heißt so, der Podcast. Und da hat Dom Schott drüber geredet und hat auch gesagt, hier, ich habe auch ein kleines Interview mit dem Entwickler. Und ja, kannst du auch nachlesen, das Interview mit dem Entwickler, was er geführt hat. Und da hat halt der Entwickler gesagt, ja, da gibt es halt noch ein paar Problemchen, irgendwie sowas. Aber ich arbeite daran, dass das da läuft. Ja, bisher läuft noch gar nichts so. Jetzt würden wir das Spiel gerne spielen und es geht nicht. Müssen wir uns andere Koop-Spiele suchen. Schade. So. Guck, habe ich sehr gut mit viel Gelaber die Zeit überbrückt. Also, ich gehe jetzt da runter. Ich drücke jetzt... Moment. Wo ist denn meine... So. Meine Richtungstasten... Drückvorrichtung. Ich muss ja einfach nur nach links gehen, schätze ich. Hoffe ich. Bis er wieder die Füße patschen. Okay. Ich will ja halt wissen jetzt, was passiert, wenn ich da nach links gehe, die Füße patschen. Und das finden wir jetzt noch raus. Das machen wir nicht morgen in der nächsten Folge so. Ich will gucken, was da passiert. Weil hier sind wir jetzt quasi fertig. Haben wir was Feines entdeckt hier. Hätte ich vielleicht oben stehen bleiben können? Auf dem Turm? Ewig lang, so wie unten. Ich muss also ein bisschen hinhören. So wie unten bei der Mauer, wo so die Karte aufgezeichnet ist und da ewig stehen bleiben, dass dann die Kamera noch weiter rauszoomt, hätte ich dann alles gesehen. So, da ist wieder... Das scheint... Ist ein Pfosten oder so? Da, guck. Wir sind wieder in der Höhle, wir hören wieder den König atmen. Aber wir sind immer noch auf Sand unterwegs. Die Füße patschen noch nicht, die Patschefüßchen. So. Also ich drücke jetzt einfach nur nach links. So. Guck mal. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade. Also eben sind wir so ein bisschen runtergegangen, oder? Jetzt gehen wir einfach nur gerade nach links. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich meine Sätze nicht mehr zu Ende kriege, dass das so ist wie im unendlichen Raum. Weißt du, wie im weißen Raum. Da konntest du ja auch unendlich in eine Richtung gehen. Und die musstest du dann aber auch wieder genau diese Zeit zurückgehen. Ich hoffe, dass das nicht so ist hier. Huch, irgendwas passiert gerade. Aha. Siehst du? Jetzt pascht's wieder. Jetzt frage ich mich natürlich, hätte ich trotzdem einen Pilz mitnehmen können? Also meine These ist ja gewesen, dass du wenn du einen Pilz in der Hand hast, kannst du nicht die Augen schließen. Kann ich vielleicht die Augen schließen, mit geschlossenen Augen zum Pilz gehen, einen Pilz mitnehmen? Ja, aber wenn ich doch nee, das funktioniert nicht. Wenn ich einen Pilz in der Hand habe. Nee. Stimmt ja, der leuchtet ja oben gar nicht in der Dunkelheit. Gute Frage. So. Sehe ich hier gerade irgendwas? Wird's gerade heller? Nee, oder? Ist nicht. Schwer zu sagen. Ich sehe hier halt 0. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr seht. Ich glaube es nicht. Ich habe halt, wie ja schon gesagt, ich kann ja einfach gucken. Moment. Hup, hup. Da unten auch noch. So. Nee, das ist einfach alles komplett schwarz, oder? Ja. Und ich bin jetzt gelb. Warum bin ich denn gelb? Keine Ahnung. Okay. Ich laufe jetzt einfach weiter nach links. Wie lang laufe ich nach links? Ich weiß nicht. Also. Wir sind bei 42 Minuten. Machen wir mal auf jeden Fall noch 2 Minuten. Also bis das auf 40 steht, ja? Und dann sehen wir weiter. Und bis dahin erzähle ich euch noch ein bisschen was. So. Ja. Freundin und ich Koop spiele. So.
Das Problem ist halt, also ich bin das Problem. Ich habe Koop-Spiele gibt's hunderte, ne? Das Problem ist, ich mag zum Beispiel nicht, wenn man schießen muss. Also so aus der Ego-Perspektive oder so. Ich bin da richtig schlecht drin. Und das macht mir auch keinen Spaß. Und das fällt das schon mal raus. Dann so Aufbau, also so Survival-Spiele mag ich eigentlich auch nicht. Also so irgendwie, ja, jetzt du musst jetzt hier da ein Haus bauen. Sowas wie Minecraft oder Hytale. Mag ich eigentlich nicht. Bei Hytale ist halt gerade noch praktisch, dass die Gegner quasi lachhaft sind. Und aus irgendeinem Grund hat es mir dann doch gefallen, Hytale. Sonst würde ich es ja nicht spielen. So, aber eigentlich mag ich sowas nicht. Oder so Sachen wie Valheim oder wie das heißt oder so. Oder halt so Städtchen bauen musst und so. Und auch das aktuelle Animal Crossing. Wo man, weißt du, so Zimmer einrichten, mache ich nicht gern. Insel neu bauen und sowas mache ich auch nicht gern. Habe ich gemacht, sodass die Insel aussieht, wie sie aussehen soll und dann nie wieder angefasst. Und dann halt 500 Stunden gespielt, ohne nochmal irgendwie die Insel anzufassen, jetzt bei Animal Crossing zum Beispiel. Also ich habe da halt so, ne, dummen Musik, dummen Spielegeschmack. Was ich halt mag, sind Walking Sims. Da gibt es relativ wenige, also ich wüsste nicht mal eine, wo man im Koop spielen kann. Ich meine, was soll man denn da machen? Ich meine, ich mache ja nichts. Außer, ja, also im Moment mache ich wirklich gerade gar nichts, weil ich drücke nach links. Theoretisch. Nur nicht mal das, weil ich die Taste festgeklemmt habe. So. Oh, wir sind bei 40. Ja, halt mal noch 33 Sekunden. So. Das muss alles in Ordnung haben. Genau. Und, ja. Dann, was spiele ich denn gerne? Monster Hunter, weißt du? Monster Hunter ist immer ja großer Fan von. Jetzt ist aber das Wilds gefällt mir nicht. Das ist das Monster Hunter, was mir am wenigsten gefällt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt und so. Ist noch ein gutes Monster Hunter, alles super. Aber für mich ist es das Monster Hunter, was mir bisher am wenigsten gefallen hat. Sogar noch weniger gefallen als World and Iceborne. World and Iceborne, auch da habe ich meine 600, 700 Stunden reingehängt so. Da ist Wilds weit von entfernt. Ich glaube, da ist Sand. Die Musik ändert sich gerade und ich gehe wieder auf Sand. Okay. Ja, bei Wilds bin ich irgendwie bei 150 Stunden oder so. Ich habe da einfach keinen Bock mehr. Das ist nicht meins. So, okay, wir kommen hier jetzt irgendwo hin. Das ist doch schon mal hoch. Das ist doch schon mal gut. Da brauche ich auch gar nicht mehr weiter. Ja, wir finden nicht wirklich Koop-Spiele, die uns beiden irgendwie zusagen. Wo auch ein bisschen länger gehen. Wir finden natürlich ganz viele Spiele, die man so ein Stündchen zusammen so als Gag spielen kann. So, ich habe die Dunkelheit hinter mir gelassen. Aber was, wo man länger mit Zeit verplempern kann, haben wir irgendwie nicht so gefunden. Naja, jetzt müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, Hytale, da so langsam kommen wir ans Ende der Lust. Okay, hier geht's nicht weiter. Von Hytale. Das heißt, wir könnten natürlich schon noch bauen und so, aber im Moment sind wir so ein bisschen so, oh, gut, wir warten jetzt, ne, ich glaube die 100 Folgen oder so, die machen wir noch voll und dann machen wir so, das war Staffel 1, jetzt warten wir mal ein paar Monate, 1, 2, bis ein paar Updates kommen und dann gucken wir noch mal rein. Und machen dann weiter. Und was wir bis dahin machen, weiß ich nicht. Ich bin ja... Oh, Holz. Cool. Sehr cool sogar. Ist das auch Holz hier? Nee. Weil ich will ja noch ein Bett bauen. Und... Ja. Und, ja, wir müssten jetzt keine... Ich will halt immer gucken, ob ich darüber kann. Wir müssten jetzt keine anderen Spiele spielen. Ich bin jetzt viel zu weit weg vom König, aber seltsamerweise spüre ich nicht den Drang umzukehren. Aber wir wollen halt noch weiter irgendwie ein bisschen was zusammenspielen. Ist schon cool. So, ich will mal gucken, wo ich da oben hinkomme. So. Da geht's auch nicht weiter. Okay, dann gehen wir dahin. So. Ich steuere natürlich wieder mit den Cursor-Tasten. Okay, da ist zumindest mal eine Leiter und da oben liegen Bretter.
Aber ich will erstmal da rechts gucken, ob man da noch weiter... Oh, da liegt noch eine Spitzhacke. Ist ja krass, wieso brauche ich denn so viele Spitzhacken? Ich habe doch eine, die geht doch gar nicht kaputt, oder? Oder doch? So, ein bisschen Kohle könnte man noch mitnehmen. Ja. Ah ja, stimmt, wir haben sehr wenig Kohle im Moment, weil ich die ja alles ausgegeben habe. Oh, ein versteckter Durchgang. Ernsthaft jetzt? Eine gute Spitzhacke, nützlich, um Kristalle und Farbsteine zu ernten und um durch fragile Wände zu brechen. Ich habe jetzt 3 Spitzhacken. Moment. Wir gehen jetzt nicht noch 5 Stunden durch die Dunkelheit, das lassen wir. Wir gehen jetzt erst da hoch und ich will mir dieses Holz da noch holen, was da liegt. So, gehen Sie mal da hoch. Da hinten liegt nämlich, glaube ich, Holz. Weil ich glaube, ich brauche insgesamt 5 Holz für ein Bett oder so. Und dann könnte ich mir ja dann ein Bett bauen. Aufheben, bitte. Ah, guck, 7 Holz. Damit könnte man ein Bett bauen. Moment, brauchst du 7 Holz, um ein Bett zu bauen? Halt, ich will ja eigentlich darüber gehen. Ich will gucken, ob man da reingehen kann, ne? Er sagt ja nämlich nicht immer, dass das ein versteckter Durchgang ist. Muss halt manchmal selbst gucken. Okay, da oben liegen Steine rum. Ich glaube, da... Halt, aufheben. Zurück. Aufheben. Kohle kann man gebrauchen. Nur mit Kohle. Kriegst du schwarze Hände. Ich habe keine Ahnung. Wollte irgendwas mit Kohle sagen. Dort ist es. Das Gebiet jenseits des Königreichs. Der Ort, vor dem mich der König warnte, bevor er einschlief. Der König. So. Okay, sieht jetzt aber... Oh, da ist ein Plumpsklo. Das ist doch schon mal schön. Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Steine untersuchen. Ja, untersuch mal die Steine. Was für eine Tragödie. Der Ausgang ist mit Granit blockiert. Hier hilft mir keine Spitzhacke. So nah und doch so fern. Kann ich nicht noch hochgehen? Da, komm. Nee. Ich gucken hier. Ich höre Vögel. Da vielleicht? Da rausklettern? Moment. War da gerade... Nee. Ich dachte, da wäre gerade ein Kopf erschienen. Okay. Guck mal, das sieht aus wie ein Hasennase. Weißt du? Das ist so die Nase, das sind so die Bäckchen, die der hat. Da oben vielleicht sogar ein Auge. Da liegt ein Stück Kohle. Nehmen wir mit. So, dann gehen wir jetzt aber auch noch nach rechts, oder? Heute ist hier wirklich, also die Folge, wo wir ordentlich den Entdecker hier machen. Der Wahnsinn. Gibt's hier irgendwie was Interessantes da oben? Nö. Einfach nur ein Durchgang, der zu ist. Ja. So. Immerhin. Also ich habe jetzt 7 Holz. Ich dachte halt, man braucht 5, um ein Bett zu bauen. Aber scheinbar braucht man dann doch mehr. So, dann gehen wir halt mal daneben durch. Und gucken, wo wir hinkommen. Wenn wir da jetzt da durchgehen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir wieder 3 Stunden hier irgendwie... Ah ne, das scheint schneller zu gehen. Was ist hier los? Hä? Was ist denn das? Okay. Dies ist ein alter Brunnen. Vielleicht wird er noch von Bewohnern der Außenwelt benutzt? Ich hoffe, sie würden sich nicht vor mir fürchten. So. Okay. Okay. Ich kann hier nicht weitergehen. Nein, bleib mal ein bisschen hier stehen. Wird hier das Bild wieder kleiner oder so? Seht ihr, dass das Bild kleiner wird, dass es wieder so rauszoomt? Ich bleib mal hier noch ein bisschen stehen. Pass auf. Wir machen da einen Test. Ich mach das da genau. Dass es so ein bisschen im Wasser ist, die Ecke, weißt du? Und jetzt warte ich ein bisschen. Und gucke, ob sich was ändert.
Nö. Hm. Okay. Pass auf. Warte. Zuallererst mal. Müssen wir hier. Nee, nicht hier. Da draußen. Da, oder? Warte mal. Achso, nee, nach rechts gehen kann ich ja eh nicht. Also hier, er geht hier nicht weiter, ja? Ich mache mir da einen Pin hin, dass ich das halt schön wieder finde. Das hätte ich vielleicht auch bei dem Haus machen sollen. Ja, okay. Eine gute Idee gewesen. Wäre eine gute Idee gewesen. Ich geh da hoch. So. Weil vielleicht kommt ja jemand aus dem Abort raus. Vielleicht hat er ja gerade eine lange Sitzung, weißt du? Und nachdem er dann auf dem Abort war, will er sich danach die Hände waschen. Und muss dann Wasser aus dem Brunnen holen. Und wirft dann einen Eimer runter. Und dann setzen wir uns in den Eimer und dann holt er uns hoch. So. Das ist so meine Idee, weißt du? Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Wäre aber cool, wenn es so wäre. So. Aber das ist aber schon ein Abort, oder? Oder ist da noch ein Haus? Es ist halt ein sehr... Guck mal, wie groß wir sind. Wir passen da genau rein. Das ist einfach ein Plumpsklo. Ja. Was für eine Tragödie. Ja, ich weiß, dass der blockiert ist. Hör auf zu meckern und nimmt die Kohle. So. Nein, sollst schon da hingucken. So. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Keine Ahnung. Ich kann ja sagen, was wir jetzt machen. Wir beenden auf jeden Fall die Folge. Und... Weiß ich, halt morgen... Gucke ich nochmal rein, ob sich was getan hat oder... Ich habe keine Ahnung. Ja, wir könnten jetzt nach Hause latschen. Und... Ich will gerade hören, ob da andere Musik kommt. Wir können jetzt nach Hause latschen und gucken... Moment, kann ich die Kohle da aufnehmen? Nein, Steine untersuchen. Ich will die Kohle da. Nee. Also, ich könnte jetzt nach Hause latschen und den Kristall an die Wand hängen. Ich habe keine Ahnung. Oder gucken, ob wir ein Bett bauen können oder so. Aber es muss doch hier irgendwas geben. Vor allen Dingen, was mache ich mit einem Schlüssel? Passt der hier ins Plumpsklo? Braucht man für ein Plumpsklo einen Schlüssel? Wäre ein bisschen doof, wenn es pressiert, weißt du? Ja, okay. Ich lasse das jetzt erstmal. Schön ist es hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Weiß ich nicht, ob die morgen sein wird oder so. Oder haben wir noch ein bisschen Zeit, 27 Tage. Ihr werdet das Ende auf jeden Fall mitkriegen, okay? Danke und tschüss. So.